Er rennt für seinen Traum. Eine Reise ins gelobte Land, England. Wie er rennen täglich Dutzende Migranten ihren Lastwagen hinterher, die kurz darauf mit der Fähre den Ärmelkanal überqueren werden. Doch der Traum der meisten Migranten endet wenige Minuten später im Hafen von Calais, wenn sie vom Lastwagenchauffeur oder von der französischen Polizei entdeckt werden. Seit Anfang Jahr haben wir weit über 10.000 Migranten aus den Lastwagen herausgeholt. Allein in der letzten Woche über 1.000. Das hält diese nicht davon ab, es immer und immer wieder zu versuchen. Sobald sie von den Polizisten gesichtet werden, werden sie vom Hafengelände vertrieben. Philippe Van Maison engagiert sich in einer Menschenrechtsgruppe und beobachtet das Vorgehen der Polizisten aufmerksam. Sie vertreiben die Migranten mit zunehmender Härte aus dem Hafen, mit Tränengas und Schlagstöcken. Und wir hören auch, dass die Migranten teilweise mit Gewalt aus den Lastwagen herausgeholt werden. Wir sind Menschen, auch wir haben Rechte, protestierten die Migranten kürzlich lautstark gegen das harte Vorgehen der Polizei. Rund 1500 Migranten halten sich gegenwärtig in Calais auf und träumen von einer Überfahrt nach England. Ich versuche es immer wieder und lasse mich von der Polizei nicht aufhalten. Ich habe das Mittelmeer überquert und glaubte, hier werde es viel einfacher sein. Abdel Karim sitzt wie viele andere in Calais fest. Ohne richtiges Dach über dem Kopf, ohne sanitäre Anlagen und ohne Aussicht auf eine schnelle Lösung. Migranten mit mehr Geld kaufen sich einen falschen Pass und eine Fahrkarte für eine Fähre oder ein Touristenschiff. Aber hier landen wirklich nur die Ärmsten, die den Lastwagen nachrennen müssen, um nach England zu gelangen. Um die Migranten wenigstens notdürftig vor Nässe und Kälte zu schützen, bringen humanitäre Gruppen Zelte und Decken vorbei. Mehrere hundert Migranten haben so den letzten Winter verbracht. Ende Mai kam die Polizei und räumte die unbewilligte Zeltstadt weg. Damals traten über 30 Migranten aus Syrien, Afghanistan und Pakistan in einen Hungerstreik. Was nun? Sie haben unsere Zelte weggeräumt und niemand kam vorbei, um uns zu helfen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Deshalb der Hungerstreik. Der mehrtägige Hungerstreik hat die Stadtregierung wachgerüttelt. Die Stadtpräsidentin forderte die Regierung in Paris im Sommer auf, ein Aufnahmezentrum einzurichten. Stopp, jetzt ist es genug. So kann es nicht weitergehen, sagte ich dem Innenminister. Wir können mit 300 oder 400 Migranten leben, doch inzwischen sind es 3- bis 4-mal so viele. Und das wird zum Problem in unserer Stadt. Ein voll ausgebautes Aufnahmezentrum sei nicht die Lösung, heißt es im Innenministerium in Paris. Denn das würde nur noch mehr Migranten nach Calais bringen. Lokale Politiker fordern nun, dass Paris Druck auf London ausübt, um gemeinsam eine Lösung zu finden. So warten gegenwärtig jeden Abend um 17 Uhr bis zu 800 Personen vor der Suppenküche des Roten Kreuzes auf ihre einzige warme Mahlzeit des Tages. Paris prüft jetzt, eine Anlaufstelle einzurichten, jedoch ohne Schlafplätze. Und die Migranten rennen auf dem Hafengelände weiter den Lastwagen hinterher, in denen sie versteckt nach England gelangen möchten, in ihr gelobtes Land.